Oh, ihr Zuckermäuse, das Goblin-Event hat angefangen. Das bedeutet, es gibt mehr Goblins auf der Map. Und für jeden Goblin-Kill bekommt ihr 50 Punkte für die Ranks hier. Es gibt halt wieder, ja, Mythic, Unique. Aber ich glaube, jeder hat schon Mythics, also ist eigentlich jetzt nicht gerade so wow, wow, wow. Wir haben schon die ersten 4 Levels geschafft. Und ich wollte euch ein kurzes Update geben, wie ihr wahrscheinlich das am schnellsten macht. Also, Tipp Nummer 1, Undercity rennen. Könnt ihr ja in der Hauptstadt machen, ne? Hier, wenn ihr sowieso auf dem Warplan habt. Weil, wenn ihr im Warplan Undercity die 3 Punkte habt, dann gibt es der letzte Punkt, ja, können Goblins spawnen. Und die zählen auch mit. Also könnt ihr vielleicht 1 bis 3 Goblins in einem Run killen. Ein Run geht 1,50 und zack, habt ihr 150 Punkte. Dann, was es auch gibt, wo es eigentlich immer die beste Goblin-Jagd ist, ist in Nahantu unten. Da habe ich eigentlich recht viele Goblins angetroffen. Plus, wenn ihr einen Schrein findet, und da haben wir gerade hier das sexy Video von mir, aber ich muss mich muten, weil ich kann meine eigene Stimme nicht ertragen, Chat. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Auf YouTube und im Twitch-Chat die ganze Zeit meine hässliche Stimme. Aber wir aktivieren hier den Schrein. Zack. Und jetzt seht ihr, es hat ein Goblin-Zeichen oben drauf. Das bedeutet, während ihr den Schrein habt, es ist mir jetzt schon zweimal gelungen, meistens eben, wenn ihr einen Schrein findet mit quasi Gold, dann spawnt ein Goblin. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn hier mein Vergangenheits-Attila den Goblin findet. Vielleicht, also der stirbt sowieso gerade, wir müssen da gespannt drauf schauen. Zack, da ist der Goblin, tot ist er. Ja. Und ich glaube, es könnte sogar, okay, hier ist es nur ein Goblin gespawnt. Aber wo ich das erste Mal diesen Schrein hatte, sind 2 Goblins sogar gespawnt. Also, das bedeutet, wenn ihr in der Hand unten seid und Schreine findet, findet ihr wahrscheinlich am schnellsten Goblins und kommt da am schnellsten vorwärts. Was wir nachher testen, sobald unser lieber Chris zurück ist, wenn man ins Echo des Hartet, ins Echo des Hasses reingeht, ob die Goblins da drin auch zählen, weil das wäre nice. Das haben wir halt noch nicht getestet, aber ich werde es in die Kommentare unterschreiben. Und darum, wenn ihr nichts verpassen wollt, Chat, dann folgt dem Channel. Und auch auf Twitch vorbeigucken, ne? Ganz wichtig. Besonders ihr guckt diese Videos alle ohne ein Follow auf YouTube dazulassen. Und das Ziel ist 500 Follower zu generieren dieses Jahr. Das wäre richtig hardcore, nice. Also lasst ein Follow da und schreibt in die Kommentare, wie ihr die Goblin-Jagd findet. Plus, habt ihr einen besseren Spot gefunden. Plus, wie freut ihr euch auf Season 14, weil nachher gehen wir auf den PTR-Server, wo jetzt frei ist, für Season 14 testen. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, über Season 14 was kommt, lasst ein Follow da. Ich küsse euer Herz. Ciao, ciao.